Wir nehmen den mit. Wir werden jetzt mal ein bisschen Kampfkraft brauchen. Die zwei. Comcheck. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Natürlich, machen wir doch glatt. So, Tagebuch, jetzt schauen wir mal, Unterstützung, geht Verteidigung sabotieren. So, passt. Ich speichere da jetzt einmal. Warte mal. Er braucht 2 Punkte, er braucht 1 und wir. Bitte, schau das an, bitte mit dem vorbildlich. Wir sind ja super duper vorbildlich, wirklich. Also, boah. Erste Hilfe. Das werden wir für den Shepard nehmen, genau. Ja. Da wir nochmal speichern. Was sagt die Karte? Kommunikationsturm, da müssen wir her. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Igor-Team. Manovai, Jaito-Team. Los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das Manovai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Ich werde jetzt ein bisschen meine Schnauzen halten, weil wie du siehst, es wird relativ viel gesprochen jetzt. Fahre sie runter. Das ist der nächste. Wir haben alle erwischt, Shepard. Sehr gut. Boah. Ich weiß ja noch ungefähr, wenn du das Spiel nicht kennst, ich weiß ja noch ungefähr, was alles auf uns zukommt. Und ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, die Charaktere sind... Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manovai. Die Charaktere sind so gut geschrieben. Da hinten sind auch noch 2. So. Warte mal, das nehmen wir gleich auf. Karte. Satellitenverbindungsturm. Passt, wir können da Sie weiterlaufen. fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen?
Sehr gut. Ich vertraue der ganzen Geschichte aber nicht. Gebiet gesichert. Sehr gut. Warte mal. Was ist da? Nö, da scheint nichts zu sein. Habe ich da jetzt nicht alles gemacht? Sie haben einen Alarm gelegt. Halten Sie weiter in anderen Möglichkeiten, die Gate aufzuhalten. Wir dann halt mal speichern. Okay, da ist nichts mehr. Da ist die Tankanlage. Wir gehen nochmal in Richtung Norden. Da, Tankanlage. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Weil dort auf das Dach komme ich ja nicht. Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Hey Igor, stoßen Sie zu Yeito. Stellung halten. Perfekt. Ah, die KI vermutet da hinten an, oder hat da hinten angesehen, genau. Okay, was haben wir denn jetzt? Nehmen wir wieder auf. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, wir laufen zur Tankanlage auf. Warte ein bisschen. Wir sind jetzt ein bisschen falsch abgebogen. Weil Männer möchte ich schon alles mitmachen. Genau. Ganz schlau von mir. So. Warte mal kurz. Karte. Wir müssen zur Tankanlage auf. Da waren wir zum Schluss. Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt.
So, da. Eine nach der anderen. Geht, Flieger. Wir schaffen Hauptzugang. Schalten wir ihn aus, bevor er umkehrt und den anderen Probleme machen kann. Ist der verpackt? Geht, Flieger vernichtet. Sehr schön. Kraftstofftank, vielleicht können wir den in die Luft jagen. Das wär's natürlich. Warte mal, jetzt schau ich noch gerade, habe ich das irgendwas übersehen, bevor wir weitergehen. Nix. Jetzt da mal schrittweise speichern. Okay, jetzt kommen wir dann gleich in die Forschungseinrichtung. Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Jungs, ich halte euch eine Loyalität in Ehren, aber im Weg stehe, das ist ungut. Okay, da sind wir jetzt mal soweit sicher, glaube ich. Speichern. Wo sind wir da jetzt? Der Karte. Aber wir sind ja schon bei der Forschungseinrichtung. Einrichtungseingang. Einrichtungseingang. Ja, passt, eine da. Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. So. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Ja, die haben schon genug Ärger. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drin. Okay. Ja, schau dir das an, du bist da unten aufgeploppt.
Salarianer? Der Captain sagte, er hätte ein paar Männer verloren. Richtig, das sind's. Geht Titan? Oh. Das nächste Level werden wir in die Pistole stecken, das weiß ich jetzt schon. Sicherheitszelle, Türsteuerung. Kurzen Blick. Karte bitte. Wartung, da ist eine Tür, was ist da? Zu den Arrestzellen, zum Labor, zu den Laboren. Ja, da müssen wir hin, glaube ich. Hallo? Ist da jemand? Stunden. Sie müssen an Boden gewinnen, Lieutenant. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Also mit der Ruhe. Und vorbildlich im Lift die Waffen weggesteckt. Ach schön. Was ist hier los? Wo sind die Wachen? Wo ist Saren? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Was? Hä? Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Ist da hinten noch irgendwas? Wo ist der medizinische Station da hinten? Also leveln tust da immens schnell. Was ist da hinten? Nix. Also speichern kann ich jetzt nicht. Machen wir zuerst die zwei. Und dir verpassen wir nochmal einen Schaden für die Pistole. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Tanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Wovon reden Sie da? Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was genau erforschen Sie hier? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign.
Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Kollateralschaden? Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Sarens Interesse. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihm befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Signal der Sovereign. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Verschwinden Sie von hier. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Sie haben es genossen, Commander. Das kannst du dir vorstellen, Garus. Im Übrigen, gell, es ist nicht Saren, was die Sovereign kontrolliert. Es ist im Prinzip die Sovereign, was in Saren kontrolliert. Aber das wirst du alles später noch feststellen. Wenn du das Spiel nicht kennst. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Und jetzt, das wird jetzt ein relativ langes Gespräch. Ich sage jetzt einmal gar nichts, gell? Warte mal. Ah, da müssen wir von unten zu, genau. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einem Antagonisten, der mir sehr gut gefällt. Ich habe gedacht, das fängt da schon an. Jetzt da. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut.
Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie es sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach, die Hinterlassenschaft meiner Art. Ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich tue es einfach einmal so, als würde ich das jetzt nicht verstehen. Warum sollten sie die Massenportale bauen? Nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen.
Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine. Und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie Ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut Ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet.